Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und na guckt, heute machen wir mal einen Vergleich von zwei ähnliche Blasters, aber doch sehr unterschiedliche Blasters. Da haben wir die Desperado und da haben wir die Nailbiter. Da steht sogar, dass wir Nailbiter und Desperado. Das ist ein Dartzone, das ist ein Nerf. Und ich glaube, die Nailbiter habe ich euch bisher bloß in einem Unboxing gezeigt, wo das nicht mit Nailbiter betitelt war. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal Übersicht über die Nerf Zombie Strike Survival. Weil da habe ich so ein bisschen. Nicht alles, mir fehlt noch Kleinigkeiten, fehlen mir noch von der Reihe, aber der Großteil habe ich von der Reihe. Zumindest alle Blaster, weil es sind bloß zwei. Und ich habe Beute. Kollektion komplett. Ja, ich bastel gerne einen Blaster, aber ich sammle halt auch gerne. Das kann man offen und ehrlich zugeben. Und das ist nicht mehr ganz unmodifiziert. Da guckt, ich habe da das Klepple rausgemacht. Das haben wir gleich beim Unboxing gemacht, weil da war ein Scheiß. Brauchen wir nicht drum rumreden. Ich weiß nicht, dass wir mit halben Pfeile schießen können und Zeugs und ja. Da haben wir dann auch Messungen gemacht bei dem Video. Ich verlinke euch Hunde. Wir haben sogar die Originalkartons da drüben. Die schauen wir uns zum Schluss nochmal an. Und ja, das ist ein schönes handliches Blasterle. Mein Größenvergleich. Mein Gott, das hat ein bisschen Anbauteile. Das ist auch. Ja, der Größenvergleich ist ein bisschen unfair. Ja, gut, Sack ist leicht. Aber seht schon. Und das hat jetzt 6 Schuss Trommel. Und das hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kriegen wir das irgendwie raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schuss Clip. Aber das ist halt. Das ist. Gut, wobei, wenn es da leer ist, ist es auch leer. Ich meine, das passt halt auch echt gut zu so eine Nagelschusspistole. Also, ich meine, Gott, dass eine Nagelschusspistole eine Schulterstütze hat. Ja, aber optisch bin ich schon ein echter Fan von der Nailbiter. Also allgemein die Zombie Strike Survival Linie macht optisch schon echt was her. Deswegen habe ich sie. Und ich fand halt die Funktion, die ist schon echt cool. Und da haben wir vorne, das habe ich so als Set gekauft mit dem Ding. Das kann man da. Das ist Zoom and Doom. Nailbiter Zoom and Doom heißt es. Ja, das kann das. Das ist unnötig, aber sau cool. Ja, ich könnte mir an so einem Blödsinn den ganzen Tag erfreuen. Das ist einfach, ja, das kann das. Es hat sich ein bisschen, noch cooler wäre es, wenn der sich so richtig aggressiv dabei drehen würde. Also das macht so, was ist das, vielleicht ein Viertel so Drehung. Wenn ich so 2 Drehumdrehungen machen würde beim Rausdrehen. Das wäre natürlich richtig cool. Ein bisschen aufwendiger, aber ja. Und das kann der Hanne. Hat das so, was wird das sein? So Bohrer. Normalerweise ist das ein Bohrerset. Dass man das so aufklappt, da sind auch noch ein paar Bohrer andeutet. Dann haben wir die unterschiedlichen Bohrergröße. Das ist so ein Dartspeicher. Und auf der anderen Seite haben wir auch für den Pause-Snack so in etwa. Oder für weitere Darts, wenn es unbedingt sein muss. Da können wir die super duper Spezialdarts reinpacken. Oder? Passt. Pfeilbass, nein. Wunderbar. Können wir die restliche Nitro-Shots reinpacken. Das aufgeräumt sind. Ich habe mittlerweile so viel Darts. Und vor allem können wir jetzt alles machen. Okay. Leer ist. Beute.
So, so, jetzt können wir da. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Originalpfeile habe. Steht es irgendwo drauf, dass man nur die Originalpfeile verwenden soll, oder ist es ein Blaster, mit dem alle Pfeile verwendet darf? Die schreibe die Nerves immer gerne drauf. Ihr seht, was ich von der Arbeitsanweisung halte. Ihr seht Gott auch mit anderen, vor allem Pfeile mit Saugnäpfen. So, zack. Und aufgerollt wieder. So, so muss man Messwerte angucken. Komm her, mein Messmittel, komm her. Und Aufsteller. Steh her, bleib. Aufwache, gibt was zu messen. Ich messe. So, fangen wir mal mit dem an. 19,3, 19,5, 19,1, 19,9, 10,0. Da ist wohl seitlich angestoßen. 17,9. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt von 17,6 mit dem Ausreißer von 10,0 und einem Maximum von 19,9 bei 6 Schuss. Wir testen das. Machen da auch noch mal Messung mit Saugnäpfpfeil. Das ist ganz praktisch, wenn man da auf eine Glasscheibe zielt. Da fliegt der nicht überall rum, sondern hängt idealerweise nur eine Glasscheibe fest und fällt direkt davor runter. Ja, so hat jeder seine Präferenzen. Aber die Nitro-Shot Dart sieht schon auch cool aus. Also. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber sie sieht cool aus. So. Das heißt, im Durchschnitt haben wir 17,6. Guck mal, ob das irgendeinen Einfluss hat. Machen das heute hochwissenschaftlich. Heute 20,3, 17,3, 20,0, 18,8, 20,9 und 15,5. Das heißt 17,6 zu 18,9. Und vor allem, gut, Minimum 15,5, da hat man vorher 10, aber das Maximum also 20,3. Das heißt, die sind besser. Die billige Saugnäpfpfeil bringen mehr. Gut, das kann natürlich sein, dass die blöd durch die Luft wirbeln oder so, aber das weiß ich nicht. Wir haben noch keine Möglichkeit, Schussweite zu testen. Das kommt alles noch irgendwann mal. Das unterstützt das Kanäle gescheit, dann bietet sich Möglichkeiten. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Schreibe euch noch unten auch die ganzen Messergebnisse rein. Das ist, ja, resetten wir mal. Ja, Resette. Zurück. Das heißt, was hat man? 17,6 war das erste und 18, irgendwas war das zweite. Verdammt. Ist jetzt auch geschickt für Vergleichsmessung, wenn man sich nicht merkt, was das andere kann. Okay. 8,9, 17,4, 17,2, 8,2, 10,8, 16,2, 16,3 und 17,4. Okay, das war ein deutliches Ergebnis. Da sind wir halt bei 14. 14,0 mit einem Minimum von 8,2 und mit einem Maximum von 17,4.
Das sind jetzt aber die orangenen Pfeile. Da auch nochmal so schwarze Saugnäpfpfeile rein. Ja, guck mal. Also 14,0 im Durchschnitt gilt zu schlagen. Das heißt, wir sind unter der 17,6 von der ersten Messung und deutlich unter der 18, irgendwas von der zweiten Messung. Jetzt gucken wir, ob wir mit denen ein bisschen besser sind. Wir haben den Lauf schon vorne weg, weil der wird das Ergebnis vermutlich nur verschlechtern. Also mit ziemlicher Sicherheit und vor allem würde ich dann wahrscheinlich auch nicht treffen. Sodele. Dann 15,6, 15,7, 16,0, 14,5, 14,6, 14,1, 13,3 und 9,8. Das heißt 14,2. Bisschen besser. Vielleicht wäre mal eine ganze Ecke besser gewesen, wenn der 9,8 nicht gewesen wäre zum Schluss, aber ja, nicht erheblich besser wie. Also die orange und die schwarze Pfeile, man hat keinen Unterschied. Würde ich jetzt mal so ganz dreist behaupten. Das ist ziemlich ähnlich. Das heißt, war der ist ein bisschen schlechter, aber das ist undramatisch. Dafür gewinnt er beide. Ja, also ich habe da definitiv meine Präferenz. Und da gewinnt der Nailbiter halt einfach. Vor allem in der Konfiguration. Ich meine auch ohne die ganze optische Geschichte, aber vor allem mit denen ist das halt schon so cooles Blaster. Also das im Mock das halt einfach, wenn das ein bisschen. Mein Gott, das sieht auch ausgeflippt aus und ein bisschen wild. Eher so futuristisch wie so Phaser dafür oder sowas. Irgendwas, was so Space Cowboy in der Hand hat. Ist halt recht kompakt. Man sieht schon. Ja. Hab ich das schon verkratzt. Nee, der sieht schon auch gut aus. Aber ja, das ist halt die ganze Werkzeugdetails da und da den Draht rumgewickelt. Vorne den Macker und alles. Warte. Gott, das könnte es ewig machen. Die Zahnrädle. Und das wäre noch cool, wenn das irgendwie Metallic Optik oder sowas hätte. Also das wäre schon noch. Gut, die riesen Warnhinweise, ja. Hätten wir vielleicht. Vor allem die Schraube. Also das ist. Ja. Ganz rum. Aber keine Ahnung, ob es da Vorschrift gibt, dass der so groß ist oder dass das die komplette Fläche sein muss, oder. Wäre besser gewesen, wenn es die Schraube weglassen hätte. Aber ja, das ist Meckern an Details. Das ist dann doch ein bisschen ein deutsches Hobby halt. Ich mag den. Find den cool. Ich hätte auch vorher gescheit voll laden sollen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch die Originalverpackungen dazu. Hat man das für den jetzt halt aufgehoben, weil habe gedacht, komm, mal das Review zu beide macht. Oder die Übersicht zu beide. Dann können wir. Und zudem habe ich die Originalverpackung, weil ich es einfach cool finde. Also, das ist halt. Ich glaube gerade so, dass ein Basset, aber dann kann man schlecht rausholen. Ja, packen wir das mal auf Seite, schauen wir uns die Verpackung an. Ich finde halt die zwei einfach so cool auf der Verpackung. Man, die hat eine gespiegelte Schulterstütze. Oder die hat ihre Schulterstütze. Ne, die ist gespiegelt. Das heißt, da ist das Ding schon noch unter. Aber ja, gut, sonst stellt man das nicht sehr, wie die das nachlädt, wenn das auf der unteren Seite wäre. Es ist Nailbiter Zoom and Doom von der Zombie Strike Survival. Und dann guckt man auf die Rückseite. Der sieht nämlich auch cool aus. Aber das alles in so einer Art technische Zeichnung erklärt, was das alles kann. Dass man da Storage Stock hat. Und auch die Scavenger, die habe ich auch. Verlinke euch das Unboxing, wo ich die schon mal hatte. Und ich verlinke euch natürlich auch das Unboxing zu der. Das seht ihr.
was das alles kann. Und ich finde vor allem die Zeichnung so cool. Also das freut mich einfach, wenn das schön gestaltet ist. Und vor allem, wenn der Blaster nachher so schön reinpasst. Dann ist das nämlich schön aufgeräumt. Die anbissene Pizza. Jetzt gucken wir. Hopp. Oh, so. Seht, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Normalerweise zerlege ich den. Okay. Jetzt wohl doch. Steht vielleicht gerade so. Seit der oben stoßt an. Und dahinter stoßt es ein bisschen an. Das ist gerade so, dass es nicht passt. Ja. Packen wir das mal. Nein, gucken mal. Oh, die schöne Verpackung hegt noch. Das dann. Oh. So, Reboxing. Neues Format vom Blaster-Ingenieur. Wir testen Blaster und danach boxen uns wieder ein. Oh. Das ist frustrierend. Gerade so, dass es nicht passt. Das komisch aussieht, wenn man es zumacht. Eieieiei. Okay. Nee, das neue Format vom Blaster-Ingenieur geht nicht ganz so. Nee, ja. Das ist. Man soll die Dinge vorher probieren. Aber ich glaube, das würde den Unterhaltungswert wegnehmen. Bilde mir zumindest ein. Rede mir zumindest ein. So muss man halt das wegmachen. Dann passt es wieder rein. Ja, es ist schade, weil das würde cool aussehen in der Verpackung, wenn das. Aber ja. Es ist auch undramatisch. Da. So. Reboxing. Kann ich wieder verkaufen als neu, leicht gebraucht, so in etwa oder sowas. Neu mit Originalverpackung. Ja, das heißt, wenn ihr was Kompaktes haben wollt, das ein bisschen besser pfeffert, das machen wir wahrscheinlich leichter mit. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht. Also das wird wahrscheinlich kompliziert mit kurzen Pfeile, weil da sind so, da sind keine so Dartstöpsel drin. Aber was wollt, das ist eure Wahl. Wenn es halt cool sein muss. Also, ja. Wobei ich glaube, das Ding deutlich günstiger ist. Aber ich finde halt generell den Mechanismus, dass man also dass man das so und das alles ist, was man machen muss. Hat das den jetzt übersprungen? Jetzt auch leer. So, das ist halt schon cool. Also, eigentlich hat man zwei davon ab. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich den behalten wird oder ob ich den vielleicht, was ich damit mache. Es ist halt ein semi-abgeschlossener Blaster, also wenig zum Rumbasteln und zum Anschauen ist mir fast jetzt langweilig. Schauen wir mal. Das sehen wir. Ja. Da wird sich was finden. Hoffe euch, da hat der Vergleich gefallen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ein bisschen Unterstützung kann ich immer brauchen, dass wir noch mehr Blödsinn machen können. Und dass ich vor allem auch mehr Zeugs modifizieren kann. Ich mache nicht immer bloß so einfache Modifikationen wie das da bloß weg. Könnt ihr mal gucken. Ich habe halbautomatische Riken Mark II eigene Blasters. Also wenn das erste Video ist, das ihr von mir seht, guckt da mal vorbei auf meinen Kanal. Lasst ein Abo da. Drückt das Klingerle, der ganze Kladderadatsch, ihr wisst ja das, was die Leute zum Schluss immer sagen. Dann unterstützt das Kanäle, dann können wir mehr Blödsinn machen. Dann fällt uns auch noch mehr ein. Lasst da Kommentare da, wenn ihr eine Idee habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.